Der glänzt hier mehr. Ja, der wird schön in der Farbe. Claudia Vogt-Grabenstein, Pfarrerin der Nürnberger Lorenzkirche, gibt einen neuen Talar in Auftrag. Ich habe einen einzigen Talar bisher mir machen lassen vor 28 Jahren. Und das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Das macht man nicht oft. Und das wird auch mein letzter sein, nehme ich an. Ich habe noch die Maße hier für 89. Von dem ersten Talar, das ist ja ein Witz. Haben Sie das aufgehoben? Ja, habe ich alles. Bei mir sind alle evangelischen Pfarrer archiviert. Für 4.300 Talare sind die Maßzerlage da. Wahnsinn. Dieser Talar wird der 4349. sein, den Reinhard Albrecht schneidert. Die meisten evangelischen Geistlichen in Bayern kommen zu ihm in sein Nürnberger Atelier, vom kleinen Dorfpfarrer bis zum höchsten Würdenträger. Es kommen in erster Linie die bayerischen Pfarrer. Das machen wir jetzt seit 1979. Und in zunehmendem Maße auch Pfarrer aus anderen Landeskirchen. Mittlerweile spricht es sich auch rum, vor allem die Verbreitung mit dem Internet funktioniert also diesbezüglich schon, dass immer wieder Leute von woanders herkommen. Und jeder, der halt meint, er muss ein schönes Stück haben, kommt dann zu mir, um den Talar sich hier anmessen zu lassen. Das Material ist bei allen Talaren gleich, nämlich Rheinwollner Satinstoff. Schnitt und Ausführung aber sind verschieden. Da passt sich Reinhard Albrecht genau an seine Kundschaft und ihre Bedürfnisse an. Bei der Pfarrerin in Lorenz haben wir natürlich schon auch eine Besonderheit. Da darf der Talar nicht so klein sein, weil die müssen womöglich die müssen auf jeden Fall was drunter ziehen können und manchmal auch was drüber ziehen. Weil 1,5 Stunden Gottesdienst in St. Lorenz bei 2 Grad, manchmal bei Minustemperaturen, wird schon sehr eng. Das wird schon sehr anstrengend. Und das ist also wirklich das ist tatsächlich das große Problem in solchen Kirchen. Also da muss man halt immer ein wenig darauf Rücksicht nehmen. Die Nürnberger Lorenzkirche, über 700 Jahre alt, anfangs katholisch und seit 1525 evangelisch. Claudia Vogt-Grabenstein ist hier erste Pfarrerin und hält heute eine der Kurzandachten ab, die wochentags in St. Lorenz stattfinden. Im Schrank der Sakristei hängt der Talar, den sie sich vor knapp 30 Jahren schneidern ließ. Das ist mein alter Talar, genau. Den habe ich wirklich von Anfang an und den werde ich auch nie hergeben. Was verbinden Sie denn mit dem? Mein ganzes Vikariat, meine Ordination, meine Arbeit an meiner alten Pfarrstelle, dann hier die Einführung in St. Lorenz. Also da ist ganz viel Geschichte dran. Hängt man sehr dran? Ja, absolut. Und ich leihe ihn auch sehr ungern aus. Also natürlich, wenn mal Kollegen kommen oder Kolleginnen, die einen brauchen, weil sie ihren vergessen haben, selbstverständlich. Aber jeder Talar hat so seinen eigenen Stallgeruch und das gehört dazu. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, die Sie heute hierher gekommen sind. Die evangelische Tradition in Nürnberg ist sie besonders stark. Martin Luthers Thesen fielen hier auf so fruchtbaren Boden, dass sich Nürnberg schon 1525 als erste deutsche Stadt offiziell auf die Seite des Reformators schlug und evangelisch wurde. In St. Lorenz wirkten große Namen der deutschen Reformation, wie etwa der Propst der Kirche, Hektor Pömer, oder der berühmte Theologe und Prediger Andreas Osiander. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Der neue Talar für Claudia Vogt-Grabenstein ist schon ein gutes Stück weit fortgeschritten. Schneider Reinhard Albrecht ist mittlerweile beim Samt angekommen. Ein kniffliges Unterfangen. Naja, da gehört schon viel Gefühl dazu. Das Samt schiebt. Das, wie kann ich das sagen? Das ist ungefähr so, wie wenn man auf einen fahrenden Panzer schießt. Muss man auch immer vorhalten und warten, dass er genau getroffen wird, wenn er auf den Punkt ist.
Und so ist es beim Samt auch. Der Samt hat einen Flor und der schiebt sich. Und das ist das Schwierige dabei, beim Nähen. Samtbesatz und Kordeln. Darin unterscheiden sich bayerische Talare von denen aus anderen Landesteilen. Ein kleines Zugeständnis an die barocke bajuwarische Seele. Ich denke halt einmal, das kommt vielleicht auch daher, weil viele bayerische Pfarrer doch aus dem Adel herausgekommen sind. Vor allem in der alten Zeit. Und da war Samt natürlich was Besonderes. Und das wollte man auch dementsprechend zeigen. Reinhard Albrechts Talare sind durchdacht bis ins Detail. Der bayerische Talar. Als Eigenheiten eines Talares bei mir ist zum Beispiel, dass rechts ein Durchgriff ist. Kommt aus der Zeit, wo die Männer sonst ihr Portemonnaie hinten rechts gehabt haben. Und der Mesner oder der Klingelbeutel ist grundsätzlich beim Pfarrer vorbeigegangen. Da hat er ja Opfergeld gebraucht. Da muss man in die Innentasche langen können. Gleichzeitig kann man mal in die Hosentasche langen, wo man einen Schlüssel drin hat. Und in der heutigen Zeit, vor allem mit dem Mikrofon, hat man ja meistens das Empfangsgerät am Hosenbund hängen. Und da muss man reinlangen können und es einstellen. Auf der anderen Seite, links, ist eine Tasche, wo man ein Taschentuch reinstecken kann. Und dann haben mindestens 4 von 5 Pfarrer ein Bonbon drin, was immer schlimm ist in der Reinigung, wenn es nicht rauskommt. Aber die Tasche ist eigentlich ganz wichtig. Der Talar wurde im 19. Jahrhundert als Amtstracht für Geistliche, Richter und Beamte eingeführt. Seinen offiziellen Charakter hat das Kleidungsstück bis heute nicht verloren. Ich merke, dass Menschen auf den Talar anders reagieren. Dann bin ich plötzlich eine offizielle Person und eine Amtsperson. Und da muss man einfach schauen, wie man das einsetzt. Aber ich merke schon, es macht was mit einem, dieses Kleidungsstück. Es ist was Besonderes, ja. Mittlerweile ist Reinhard Albrecht mit dem neuen Talar für die Pfarrerin fertig. 14 Stunden Handarbeit stecken in der maßgeschneiderten Robe. 750 € wird die Kundin gleich dafür hinblättern. Da muss alles passen. Ich kontrolliere grundsätzlich alles nach, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Kommt immer wieder mal vor. Und ja, aber meistens funktioniert's. Gleich wird Claudia Vogt-Grabenstein ihren neuen Talar das erste Mal zu Gesicht bekommen und anprobieren. Herr Albrecht, grüß Sie. Hallo. Also, er ist soweit? Der ist soweit. Hier hängt ein schönes Stück. Na, da bin ich jetzt gespannt. Fühlt sich gut an. Das ist schön. Klasse. Dann mal das Bäffchen reintun. So. Sehr schön. Was einfach Der schön Stoff ist ausschaut. klasse, der ist sehr weich. Fühlt sich gut an. Sieht richtig. Mein Alter, der war wesentlich kürzer. Das Sieht gut ist- aus, oder? Wie ist es denn jetzt für Sie als Schneider? Sie haben da viel Arbeit reingesteckt und viel Handarbeit und jetzt ist er fertig. Wie ist es jetzt? Ist schön. Man freut sich, wenn man was gemacht hat und es funktioniert. Das ist immer das Schöne dabei. Der 4349. Talar ist fertig.